Ich bin geboren geworden 1940, im September, dem 30. in Sibir. Und wenn Sie mich fragen, wie heißt die Stadt, will ich dir sagen, es ist nicht keine Stadt, es ist eine Verschickung. Eine Verschickung hat man genommen jeden und sie verschickt in Orte, wo sie haben gearbeitet bei der russischen Regierung, Milchome-Zeit. Ich bin das einzige Kind geboren geworden auf der Verschickung. Und meine Mama hat erzählt, als sie ist gewesen im Feld und geholfen den Freunden. Und sie hat gesagt, oh, es tut mir etwas nicht, es ist nicht mit allem, es tut mir etwas weh. Haben die Freunde gesagt, geh zurück, riesig ab. Und dann hat sie dezidiert, dass öfter kommt halt das Kind. Und ein Student, ein Medikalstudent, hat mich herausgenommen. Und Mama sagt, dass sie weiß nicht, wer es gewesen, mehr enttäuscht und zufrieden, oder der Student oder sie. Und wenn die Männer sind zurückgekommen von Arbeiten in den Wäldern, bin ich damals gewesen, dort zu sagen, hallo, ich bin da. Die Stadt, was ist am nächsten gewesen zu der Verschickung, ist gewesen 500 Kilometer und die Stadt hat geheißen Sverdlovsk. Also wie man sagt, das schreibt man es. Aber ich hatte einen sehr interessanten, wenn ich kriege einen Passport, jedes Mal kommt heute dieselbe Sache. Sie schreiben, wie bist du geboren geworden? Und sie sagen mir, fragen mich, und ich sage, Sibir, Russland. Oder was ist die Stadt? Es ist nicht doch keine Stadt, sie ist gewesen auf der Kolchos. Wie ist die nächste Stadt? Sverdlovsk. Wie weit ist es gewesen, von wie du bist geboren geworden? 500 Kilometer. Sibir, Russia, that's good enough.